Good morning. Wie geht je dat? Ganz goed. Vrienden, je al de week even dat het de laatste boodschap is van de timer, niet? Ja, want deze boodschap versterkt. Nu zie ik dat je Bibel daar nu wat je op hier met predigen ben. We zijn toch niet gewoon sterk, zo. Nou, we zijn lang in Openboarunk geweest, voor meisten jaar. Verschillende dingen van gereed en ik wil ook gleich in toen je strikken wat Pastor Jacob al zei, dat we willen ons niet gruwen voor de eindtijd, voor dingen wat vielleicht im Kommen sind. En ik had immer wieder van geredet, dat im Christentum sind sehr verschiedene Ideen, wann das kommt bei der Eindtijd. En ik wil je sehr merken, dat je nicht Families en Chor in je Vriendschap spolen, wenn je met verschiedene Leuven über Dinge. Einmal sagt, dass das sind die grave Dinge, die uns spielen tun mit anderen Christen. Und wenn ich im ganzen Christentum check, wenn es kommt bei der Eindtijd, sind so verschiedene Ideen und kann einmal so Spielerien anstellen. Aber das sind ein paar Dinge, wo wir uns ziemlich so einig sind, durchschnittlich geredet. Eins ist, dass Jesus ist unser Löser. So da werden wir bloß klar holen. Dat hij is die wat van gestorven is, hij is die wat regieren deed, hij is die wat terugkomt, wat zijn koninkrijk opstellen, like hij is ons Erlöser, dat hebben we klaar houden. En dat andere ding, wat we nog klaar hebben, dat is dat het heeft naar eeuwigheid. En waar we door krijgen we denken, wat we door van blijven, dat kan ook nog een beetje verschieden zijn, aber ohne eine Ewigkeit, dann ist dein Leben ganz meinungslos. We gaan, ik doe met een groep hier van de kerk, jonge koppels, lernen ik, we zijn met de jonge mensen gekomen, en we willen ook maar wat jonger worden. Maar we doen ecclesiastisch, like leraar, dat buik leraar, ecclesiastisch, checken we een beetje aan, en dat is een meinungsloze buik sozusagen, er like, hij redt van het leven onder zon. Dat is meinungslos. En dat is fertig, like, we kunnen allerhand dingen doen, aber dan eenmaal, dan knallt het, dan is het erg, en dan is alles anders. En we weten dat deze wereld heeft veel troon en video en begrafenissen en tranerie en al zo'n dingen. En zo dat is interessant geweest door om te denken dat we leven op deze wereld, aber we zijn gemerkt voor de eeuwigheid. En wo krijgen we door denken? We waren vandaag nog het laatste part van de laatste 2 Kapitel, waren lang niet alle versen, maar sommige van de versen waar we durchchecken. En bloß een beetje checken, wat zegt God? We hebben gezegd, we hebben gecheckt naar de tweede tijd. En weet je, in ons leven we in Kapitel 2 en 3 van Openboarunk. Dat is waar we vandaag leven. We zijn nog in de kerk sozusagen. Maar we leven door een Triebsaltijd, wo kommt eine Zeit, wo es nicht wird gut sein in dieser Welt, aber hängen dort kommt Gott sein Reich. Und da reden wir viel noch ein bisschen von, und von der wir reden von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Na weet je, ich hatte some Versen von Jesaja 65, ich war vielleicht von Luther in der Schrift gewesen, aber da redet ook van een nieuwe hemel en een nieuwe erde, maar dat is ook geknakt met het 1000 jaar schrik. So de Bibel redt van dit op 2 verschiedene wegen, kan we zeggen. Maar hier in Openboarunk, daar heeft het nu met de eeuwigheid te doen. En so we fangen aan hier in Openboarunk 21, hij zegt, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe erde. Wils de eerste hemel en de eerste erde zijn vergaan en dat meer is niet meer. Ik zei eerst al to somebody, dat wanneer je nog wel nu maar het land naar Cancun en dat nu. En dat komt te eng. En zo, we lijken zo ja nog meer voor en door een beetje dat fijn het waren. Maar wanneer je maar aan denken, hoe groot het meer als hoe weit wil je internemen. Maar aan een land, like dat is man zo ja kleine chalwetje van wat het boet der werkelijkheid is. En weet je, dat is interessant, dat hij zegt, dat is een nieuwe hemel en nieuwe erde. Nou, dat wordt ook verschieden verstaan. Einmal denkt man so, okay, das Erdball und alles, was ganz weich ist und ganz was nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nie gemerkt, aber das ist mein Glauben, die brauchen nicht annehmen. Und dann nicht mehr und mehr. Das Meer ist uns Feind, sozusagen. Das Meer ist unsichere Grund.
Ich checkte so weg ein bisschen Film, ein Documentary, kann man das nennen, aber ein bisschen Film von einer Gruppe Menschen, das ist noch eine kleine Gruppe Menschen dieser Welt, die leben auf dem Wasser. Und so, die haben das ihre kleine Boots und da wohnen ein paar Familien taub und die haben kein Land, keine Erde, wo die zusieren. Die leben auf dem Wasser, die leben von Meer und dann vielleicht ein bisschen Fashion an dort antischen für Diesel, wollen wir sagen, für ein Boot und so eine Dinge, aber die leben auf dem Meer. Wenn je mal auf dem Meer sind oder auf dem Lake oder so, dort duckert immer nicht. Wenn entweder will ammerlich worden, dann fährt mal auf dem Boot ab. Das ist nicht sicherer Grund. Like das Meer hat viel Lebens gefordert. Das Meer ist uns Feind sozusagen. Das ist something zum Evakuum. Und Schäfs sind auf dem Meer. Und wir haben in Openboarunk gesehen, dass some von den Plauen, die sind besonders gezielt auf das Wasser. Beides auf dem Meer und auf Riefern. Und so das ist bloß ein Ding in dieser Welt, was interessant ist. Und wir glauben, okay, wir machen das hier haben, aber Gott sagt, da wird anders sein. Und so ich glaube, was immer Lebens nehmen, das wird anders sein in Ewigkeit. Gott wird dort ändern, was immer dort alle meint. Dann sagt Johannes, der heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott in den Himmel raufkommt, was eine ausgeströmte Brüderei für ihren Mann. Na, ich habe Ihnen gesagt, dass Jerusalem ist die Hauptstadt in dieser Welt. Gott ist eine Hauptstadt in dieser Welt. Und so Gott sagt, er bringt ein neues Jerusalem. Und so das ist eine Stadt. Das interessante Ding ist für mich, dass wenn ich abwasser, oder vielleicht wenn wir reden von der Ewigkeit, dann reden wir von im Himmel sein. Und so wir wollen im Himmel sein. Was meint das, im Himmel sein? Der Himmel ist hier. Ich habe ja mal gesagt, das Erdball, da bloß mal alles bei sich hierauf. Und das ist der beste Stadt zum Sein. Wo wirst du das wollen sein? Irgendwo in der Wald hängen, mit einem kleinen Hortje. So eine Bilder, das wenn je mal haben, like, das merkt kein Sein. Aber das neue Jerusalem, das ist eine Stadt, die kommt darauf, das ist bloß einfach Gott seine Stadt sozusagen. Ich habe Ihnen gesagt, in Openboarunk habe ich gesehen, dass Babylon ist in Diebel seine Hauptstadt in dieser Welt, oder der Hauptstadt kann man sagen. Aber Jerusalem ist Gott seine. Und wir haben von der Jerusalem auf dieser Welt. Und ich glaube, da wird vergehen, das neue Jerusalem wird auf der Stadt sein, aber da wollte ich ein klein bisschen lauter von reden. Und ich hier eine laute Stimme vom Himmel sagen, check einmal, nur als Gott seine Wohnung manche Menschen. Und das ist die ganze Idee, dass Gott wird mit uns wohnen. Er wird hier sein. Weil je dann, als Jesus starb, dann reiht er gedient für im Tempel und dort wie ein Symbol oder ein Bild von, das ist der Gang nach Gott auf. Wenn in Oude Bund, die gediente Tran der Menschheit von Gott, dat allerheiligste Stahl Gott seine Jen wird für. Und dort reiht zwei. Und der war wenn er auf, Jesus hat den Sinn wahrgenommen, er hat den war ich aufgemerkt, und so die Bibel hat so eine Rede, dass keiner kann Gott sein und leben. Und dann hat wir verstehen in den Anfang von Sinn, dass keiner kann Gott sein, das im Oude Bund, keiner kann Gott sein. Gott lässt sich mal von Moses ein bisschen von Hein sein, sagt die Schrift uns. Aber dort wir so durch eine Gardine zwischen uns und Gott. Und der wird wahrgenommen. Und als das hier auf dieser Welt ist, hat eine ganz nie jeder wird erstens mich gerade nennt, aber wir sind mit Gott auf. Und das ist ein Ding, was die Bibel sehr klar nach anweist. Und er sagt, er wird mit an Tod wohnen, und sie wollen sein Volk sein, und Gott selbst wird mit uns sein, und Gott sein. Und so, das ist die Gemeinschaft zwischen uns und Gott, die wird ein ganz anderer Level sein. Ich denke immer so, die Gordon Eiden, dort wie ein interessanter steht, wo Gott und Mensch taub lebten. Und ich weiß nicht, wo je da überdenken, aber dort sagt, dass Adam und Eva sich versinnen, dass jen und aus Gott im Garten ging, dann verstärken sie sich. Und ich glaube, dort wir wird leben, da wir. Der Mensch und Gott wird alle taub. Und sagt dann, Gott wird in alle Thron von den Uhren waschen. Da wird kein Tod oder Trühe oder Heelen oder Weide mehr sein, weil es wird vorher wie es verschwunden. Diese Welt ist voll von Thron. Ist voll von Weide und Tran und Tod und all so Dinge. Die sind hier. Aber wenn Gott regiert auf dieser Welt, dann sind diese Dinge weg. Und das sagt, er wird unsere Thron waschen
En dat is eenmaal zo'n mensen die wonderen door Eva, wat, ik dacht, we würden nicht roeren in den Himmel. Ich glaube nicht, dass das so meint. Ich glaube, das meint bloß, dass Gott riemt ab mit dit. All diese Dinge, dit hier hat mit dit zu tun. Und so wird dort aufwaschen. Du hast nicht mehr Tod und Trühe und Heelen und weiter. Und wir weten, diese Welt ist voll von so einem Staat. Und so das ist ein Ding, zum noch vorwärts zu checken. Und nie Himmel, nie Erde, nie Körper, nicht mehr Krankheit, all so eine Dinge steht. Ich habe uns meist nicht verstanden. Dann sie der auf den Thron saß, so Gott ist noch einmal auf dem Thron. Gott regiert, wie von Anfang Openboarunk, dass Gott saß auf dem Thron. In Kapitel 4 und 5 haben wir die Thronstufe Gottes. Und so der wird auf den Thron saß. Johannes beschrift ihn mit Steinen, mit Dach und Licht und so eine Dinge. Und so der wird auf dem Thron saß, check einmal, ich merke alles nie. Ich merke alles nie. Und er sagt zu mir, schrie, willst diese wir sind wahrhaftig und ab zu verluten. Was wirst du gleichen nie gemerkt haben in deinem Leben? Hast du mal eben gedacht? Einmal denkt wir so, okay, ich wünsche, dass ich mal eine andere ist. Ich wünsche, dass das würde mal abhören, oder das weiter würde mal abhören, oder wir würden mal können sein, dass nu hafet gebetet. Der Luther Zeit haben viel Krankheit gehabt mit Muskeln und allerhand sehr Oje verchillte Dinge und so eine Dinge. Und dann bei einmal dann kommt mal die Nachricht, nu fängt an zu beten. Und das ist, was wir noch checken. Wir wollen mal haben, das einmal beten. Aber weet je, er merkt alles nie. Er merkt alles nie. Und ich habe ihm mal gesagt, dass ich glaube, wir sind nicht so interessiert für Himmel, wenn wir haben viel zu tun hier. Viele Menschen haben viel Euer. Und er sagt zu mir, das ist geworden. Das ist alles, ich denke, was Jesus am Kreuz sagt, it is finished. Das ist vorig, das ist geworden. Nu ist es durch, nu ist das hier, wo wir immer viel geträumt haben, das ist nicht hier. Ich sehe dort an, dass auch der Anfang und das Ende. Gott ist von Anfang bis Ende. Unsere Tiden ändern, unser Leben ändert, unsere Körper ändern, die kommen zum Ende, das Leben hier ab. Unser Leben hier, das ist immer so, was zu Ende kommt. Aber weet je, Gott ist am Anfang und am Ende. Er ist immer alle durch. Wer dort darst, ist dem, wo ich wirklich und umsonst von das Wasser uit de Lebensqual zu trinken geben. Und diese Lebensqual, die wir alle im Garten Eden, und als Jesus kam, er redet von lebendes Wasser, zu der samaritische Frau zum Beispiel, er redet, ich will je lebendes Wasser geben. Da wird eine lebende Qual in die geben. Das lebende Strom, der ist in der Nähe steht. Wer am Kampf bestehen bleibt, wird dort alle Ohren. Und ich will ihn Gott sein, und er wird mein Sehen sein. Das Thema von Ohren, das ist ein bekanntes Thema in der Bibel. Wenn wir in Christus sind, dann ohren wir alles, was der Himmel zu beiden hat. Wir sind Ohren. Uns Aufgabe ist versichert durch den Heiligen Geist, sagt Paulus in der Epheserbrief. Und so wir sind Ohren. Einmal in dieser Welt ohren wir Dinge von unseren Eltern, oder some Sankarie in Familie haben, einmal mit Ohren zu tun. Aber weet je, wir wollen das alle Ohren. Dann wenn das sagt, wer im Kampf bestehen bleibt. Eine andere Übersetzung sagt dann ein anders, dass wer da uithält bei den Eng. Aber weet je, wer da überwinden wird, das ist, wo eine Übersetzung dort sagt. Aber wenn wir Jesus haben, dann haben wir überwunden. Johannes sagt, dass wir überwinden, wer Jesus hat, der hat die Welt überwunden, wenn Jesus hat, und wir sind mit einem taub. Und da werden wir nicht so verstehen, dass du hast eine kleine Chance, dass du das merken. Wenn du in Christus bist, dann wirst du das merken, dann hast du das all gemerkt. Und so wir wollen dort oben, dort auf Gott essen soll versprechen. Und so er wird uns Gott sein, wir wollen sie nicht Kinder sein. Das ist nicht so, aber das wird ein ganz anderer Level sein, wenn wir Start sind. Dann sagt der Verzählte oben, der Ungläubigen, die Abschäseln, Mörder, Huren, Zauberer, Aufjätter, Deinen, Leia, wollen ihren Platz im Viersei-Leben haben, die mit Schwefelblut brennt. Das ist die zweite Tod. Nach 4 Wochen reden wir von dem zweiten Tod.
dass die, was nicht Jesus kennen, die sind für den zweiten Tod bestimmt. Der zweite Tod meint verloren gehen. Da meint du jetzt nur der Hall. Und so diese Dinge, wenn das dein Leben ist, dann sagt Gott sehr klar, dass du wirst nicht porzen von der Nähe Jerusalem. Das will ich immer wieder sagen, wir müssen Jesus kennen. Heißt uns Erlöser. Weil wir nicht in das Leben gleichhaltig und so denken, ich sehe noch mal 20 Jahre alt oder 30 oder 40, das hat noch lang Zeit. Da kann einmal donnern, dann ist das alle durch. Und so das finde ich auch wichtig, dass wir Jesus kennen. Wenn wir wollen nicht die verzählt oder die sind, was du angläubend sind, oder die, was abschäseln, das hat mit allerhand schweinische Dinge zu tun in dieser Welt, all die oft ja die Hure, die in all die Dinge mörden, Sobra, Hure, und Leia. Na, diese Dinge denken wir so, okay, du sagst nicht Port von, aber wenn der Spann Lehen kommt, oder stehlen, oder unabrächtig sein, oder so eine Dinge. Und so, wenn wir Jesus kennen, dann soll das niemals Port sein von uns Leben. Na, das meint nicht, dass wir immer 100% vollkommen sind in all diese Dinge. Aber das ist nicht mein Lebensstil. Das ist nicht, wer ich sehe. Das ist nicht meine Identität. Ich gehe hier zu Jesus. Und er sagt, dann kam einer von den 7 Engeln um mich, der die 7 kommen, voll die letzten 7 Pläuen hat. Na, das geht wieder 3, wo die 7 Engel wären, wo die letzte kommen, utgeiten. Und redet zu mir und sagt, komm, ich will die Brut, das Lamm, seine Früh wiesen. Na, weet je, wir reden viel weg von der Chas, dass die Schrift die in der Hand, dass die Kirche als die Brut Jesu Christi, der ist entrückt worden, der soll bei der Chas, du hast eine große Chas gegeben. Und nu sagt der Engel zu Johannes, komm, ich will ihm mal wiesen, diese Früh. Na, das interessante Ding ist, dass er wies am nicht die Früh. Er wies dann, wo er wohnt. Und das ist mir interessant. Wo du wohnst und wer du bist, das ist hier so zu sein, Taubgefühlt. Und dann sagt er, und er trug mich im Jazz, war ich auf einen großen hohen Boy. Und dann weiß mir, die große Stadt, das heilige Jerusalem, wo dort von Gott aus dem Himmel raufkam. Und so diese Stadt, dort ist unsere Stadt. Das ist die Gläubige ihrer Stadt. Das ist, wo wir wohnen. Das ist mit uns identifiziert. Na, weet je, mir ist das sehr interessant, dass wir sind identifiziert mit Jerusalem in den Himmel. Und da sagt er, wir doch von Gott seine Herrlichkeit und ihr Licht, wie so aus der allerdiesterste, darkste Jasperstein. Na, weet je, das ist dort gedacht. Gott wird mit Licht verglichen. Er sagt, wir da von Gott seine Herrlichkeit. Und ihr Licht, das ist der darkste Stein. Gott wird angestellt aus Licht. Na, some Menschen glauben, dass diese Stadt, wir wollen hier sein, das sagt, die kommt drauf. Johannes beschriftet steht über dem, wir wollen das nicht alle durchgehen. Aber viele Menschen glauben, oder Schriftleier glauben, dass diese Stadt ist dort Licht für die neue Welt. Aber wir können sagen, die Sonne für das neue. Wenn das sagt, diese Stadt braucht nicht eine Sonne. Wenn Gott der Herr wohnt, sein Licht ist da. Und aus dem Kreis dort was sein, weiß ich nicht. Aber der ist da. Und du hast Licht. Und so die Bibel, die das Düsternis und Tag einmal jeden überhauen. Den Teufel sind recht und Gott sind recht. Er hat von die Düsternis und das Tag recht, nennt ihr Rat, sozusagen. So eine Sprache braucht die Bibel irgendwo. Und so das steht, der ist da. Und der seilig gewordene Völker wohnen in ihr Licht. Und die Königs auf die Erde wollen ihre Herrlichkeit durchbringen. Das ist ein interessanter Vers und gedacht an Ewigkeit. Und das wo in eingeschriftet leider sein, dass Johannes das hier in Kapitel 21 von Ewigkeiten oder 1000 Jahre zurück am Duel gehen. Das kann sein. Aber ich glaube, dass der Himmel ist ein bisschen anders, als was wir uns den Vierten vorgestellt haben. Und weißt du, wir reden, was ich erst schon gesagt, wir reden von dem Himmel sein. Wir reden von einem goldenen Gossen gehen. Und das macht uns nicht excited. Was weißt du ab goldenen Gossen? Was weißt du irgendwo in der Stadt, wenn wir denken an eine Welt
mit Kornstaben und Bäumen und bloß mal das ganz beste Klima, was du dir ausdenken kannst. Und das ist bloß wunderschön, der Ring unserer Welt, du hast kein Beiset hier, kein Eiser verkrüht, all das, was man voll herkommt, das ist nicht aufgewäscht. Dann haben wir einen guten, eine ähnliche Umgebung. Und das war eigentlich, was die Ewigkeit ist. Na, wo wir die Korn ackern oder nicht, ich weiß nicht. Aber das wird interessant sein, wenn wir würden, ne? Die hat irgendwelche schein Formen sein. Some von ihnen. Aber was haben wir getan? Und weißt du, ich glaube einmal, dass wir haben gleich wirklich ein Verlangen oder Ewigkeit, wenn uns das nicht angenehm, irgendwo in einer großen Stadt auf einer goldenen Gas für Ewigkeit leben. Wir bloß mal abrechtig sein, das ist nicht untragend. Und so uns Idee von Himmel, glaube ich einmal als Arch. Und so die säulig gewordene Felder, so hier ist mein Bild, das ist bloß mein Bild, das braucht ihr nicht annehmen. Aber wir haben diese Stadt, und ich will Ihnen wiesen, ein bisschen eine Map von dort, ein bisschen, aber wir haben diese Stadt, die kommt raus vom Himmel. Und das ist eine dache Stadt. Aber die Stadt und die neue Erde sind zwei verschiedene Dinge. Und so die sind taub. Aber das ist, wir haben eine Stadt von der, aber wir haben auch eine Welt. Und wir haben eine Tür. Vielleicht habe ich nicht mal gesagt, aber als wir in Ontario wohnen, dann fuhr ich einmal Truck und da wir immer ein steht zwischen London und Sarnia. Da hat sich viel geformt im Truck und da wir eine Schlucht. Dann dachte ich immer an den Himmel, wenn ich da vorbeifuhr. Ontario ist Schmack. Weißt du, wie Schmack Ontario ist? Solange als wir nicht an den Mägen denken, dann ist das der Himmel. Aber die Mägen sind so groß, die schlafen sich mit der Huhn auf. So. Und so das Graf, da mit den Mägen einmal, aber Ontario ist Schmack, ich meine, der Sommer, die Bäche und alles, und das so jalzt, der rein, alles, das ist so Schmack. Aber du, wir haben eine Nate schluchen daran und rief durch und immer dachte ich an den Himmel, wenn ich da vorbeifuhr. Wenn ich stelle mich so fair, dass du hast eine Stadt und du hast eine Welt und die Welt gesagt hat, die glaubt ja, dann weißt du, in der Timer von der 1000 Jahre schreck, da redet von, wie wir mit Jesus regieren. Und so du hast das Idee, dass du hast eine Stadt in Jerusalem und Jesus regiert, aber die Welt lebt rum dort so zu sein und bringt ihre Herrlichkeit an. Das ist die Idee hier. Und so die säulig gewordene Felder, all die Gläubigen, die sind in dieser Ewigkeit, in dieser neuen Welt. Und das ist eine Welt. Das ist nicht ein Himmel, das wir an den Himmel denken. Das ist eine Welt mit Bäumen, Grenzen, Schuppen, Läufsen, Menschen, verschiedene Dinge. Einmal früher und Kinder, was meine Kort im Himmel sind, nicht, der ist tot gegangen. Was sagen die nicht, Kinder, wenn die sind früher? Wohin würde der Himmel nicht voll Tieren sein? Die wollen nicht Frieden und nicht Wald. Aber anyway, Tier, nicht? Whatever. Aber das ist bloß interessant an zu denken. Wir machen Toaststunden, da wir, nicht alles würde dort sein. Aber diese Phasen sind mir interessant. Er sagt, ihre Puten sollen den Tag haben nicht gemerkt worden und da wird kein Nachsehen. Das ist so ein Thema, was die Johannes in der Zeit, sie hatten Städte mit großen Weinrahmen, die deren waren gemerkt, vielleicht danach, aber die feinen Käme oder so eine Dinge. Wir haben von der nicht so eine Städte. Aber trotzdem, die Idee ist hier, dass der Zugang, das ist immer up. Da darf ich nicht groß mit deren und Puten so eine Dinge zu tun, aber der Tod zu Gott, die Puten waren niemals tausend. Sie wollen doch die Felder ihrer Herrlichkeit in ihren anbringen. Und das war die Idee, dass die Menschen in dieser neuen Welt, die wollen ihre Herrlichkeit, oder die wollen kaum dem Herrn anbeten. Und welche die Herrlichkeit von der gerade Volk, und die Herrlichkeit von der neuen Welt, was immer da war sein, aber da wird dann gebracht. Dann sagt er, da wird nichts gemeinet oder anreinen gehen. Und auch keiner, der schont, auf die Dinge ausrechnen, liegen dort. Aber bloß die in dort Lohn sein Lebensbuch geschrieben sind. Dann weißt du, das meint nicht, dass da wird die Welt voll Beisitz und da wird bloß nicht in die Stadt nennen kann. Das ist ein Weg von sein, dass Beisitz abgeräumt. Du kannst nicht euer mehr nennen. Weißt du, von der ersten Tag ist es die Städte.
wo der Beise eigentlich anfängt. Zum Beispiel New York und LA, dort sind Hovenstädte. Und so die Beisigkeit von der Welt kommt einmal auf so eine Städte an. Dort ist es Korinthia. Wenn je mal den Korintherbrief lesen, und Paulus hat Trouble, und die Kirche hat alle haben Trouble, dort wie wir in Korinth wie eine Hovenstadt, und alle haben Menschen kamen dann an, und Sklaven, und wer weiß was alle. Aber diese Stadt, du hast nicht mehr so. Von dort kommt nicht das Beise. Und so redet von den Riefen von Leben, jetzt wird an Kapitel 22. 22, 1 sagt, dann weist der Engel mir einen reinen Strom von Lebenswasser, klar aus Kristall, der kommt von Gott in Leben, in Lam, ihren Thron. Na, wir haben bitte geredet von das Leben, der Wasserstrom, und diese Bäume, Mädel verlängerte Gas, und an jeder sieht Strom, stund ein Lebensbaum. Die 12 Früchten das Jahr durch. Die Bäume brachten alle Monate Ernte, und die Bäume blieben da in das Feld, ja, zu der Gesundheit. Na, wisst ihr, das war so ein Farsch, was meist nicht in Ewigkeit anpasst. Aber hier ist das Ding. Im Garten Eden, daran der Lebensstrom. Und Adam und ich verdrunken von denen. Und da wird der Baum von Leben. Und als sie sich versinnen, dann ist es so interessant, dass Gott sagt, jemand in den Garten rührt, wenn sie soll nicht von den Lebensbaum eten und für immer leben. Und einmal denken wir so, okay, wenn dort wie eine Strafe, dass sie mussten in den Garten rührt, und eine war ich wieder, und der andere sieht wieder Gott seine Gnade, wenn du was sterben kann. Du wirst nicht in den Aula Charpa für ewig leben. Wir werden das weg bei meinem Ehrendoktor in Chihuahua. Und da wir ein älterer Mann, und Luthers, der Doktor, mit mir verteilt, und verteilte mich von dem Mann. Und dort wir sein Freund, der wir 95 Jahre alt. Aber der ging noch ganz fan, und er hat in 10 Jahren 3 die Ohren operiert, der kann fan sein, aber der war 95 Jahre alt. Und meine Mama wird von der auch 85. Das ist meist nicht zu denken, wenn ich sie noch mal ein paar 20, so. Just kidding. Aber wisst ihr, wir wollen nicht ärmer in das Körper sein. Tod ist uns gehen an, wir wollen nicht Tod, nicht, wir wollen nicht Begrafnis, aber wir wollen auch nicht das Körper. Und so Gott in seiner Gnade lässt die sterben. Du brauchst nicht in deiner Weide immer leben. Aber hier im Himmel, das war der Lebensstrom, und das war der Baum von Leben. Und das Idee, dass die Blätter sind für die Gesundheit von der Feld, ja, weet je, Gott sein Recht und Gesundheit jetzt hoop. Na, ich weiß, wir haben einmal so ein Glauben, dass das soll hier nur so sein, als das im Himmel wird sein. Mit keine Krankheit und weiter und all die Dinge. Aber die Bibel lehrt ganz das, was das nie Erde, was da kommt. Aber du wird es so sein. Und du hast das Baum. Na, mir ist es interessant, dass der Baum da ist. Könnte es sein, dass wir wollen von dem Baum eten zum ewig Leben? Das ist eine interessante Idee, aber ich glaube nicht so, aber wir sind in Christus, haben wir ewig Leben. Aber das ist interessant, dass die Garten Eden Umstände sind, waren da. Und so, wir sagen einmal vom Paradies zum Paradies. Er sagt, du hast doch kein verdammtes Meier, willst Gott in das Lam ertrauen, was du bist. Und so, da kann nicht beise mit Gott taub sein, dort ist abgeräumt das beise, Gott, wo du wohnst, er wohnt manche Menschen. Na, was diese Stadt, ob das ihr sind, was in der Luft hängt, also ein bisschen zu sein, dort wo Christen manchmal verschiedene denken. Das heißt, sie wollen am das Gesicht checken, wollen am Gesicht checken. Na, wenn ihr das seht, ja, dass in der Bibel ist die Idee, dass kostet nicht Gott im Gesicht checken im Leben. Aber Jesus hat das abgeräumt. Der Gerdien war 2 Reden. Und nu im Himmel, oder nu ab das nie Erde, in der Ewigkeit, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sein. Hast du mal gewundert, wo Gott das sitzt? Und weißt du, Gott, denkt wir immer so, okay, Gott ist an sich, wo heißt Jesus, aber Jesus ist es nicht. Jesus hat einen menschlichen Körper. Und hat noch einmal. Sein abgeschlossenen Körper. Er legt sich nach einmal krass zusammen hier bei ihr Leid. Und so,
Du wenn sag, einmal die was dort krank zu loten, sind hier das ist vielleicht something, was die sehr möglich merkt, aber bitte Make-up wird da nicht sein. Aber anyway, vielleicht waren diese Blätter, vielleicht, das kann ich. Aber weißt du, sie waren am Gesicht hängen, dann waren sie Nomen in ihre Stirn haben. Hier war das Idee, dass wir sind getekent von Gott. Und da war wir klar holen, ich weiß in Openboarunk haben wir ein bisschen von geredet, dass wir haben Gott sein Teken und der wird den Teufel dein, haben sein Teken. Und wenn du den Teufel sein Teken hast, kannst du nicht selig werden. Und so müssen wir klar haben, wir haben Gott sein Teken. Und da sage ich, du wirst keine Nachsehen und wird das nicht unlampen oder sonnlich fehlen, weil Gott der Herr erst veranlegt. Und das, was die Idee herkommt, dass in dieser neue Welt, der neue Himmel und Erde, du hast nicht mehr eine Sonne, die da brennt. Und dort lebe ich, da wird nicht eine Sonne sein, die da brennt. Erst diese Stadt, das Licht oder nicht, dort können sie verstreiten. Aber einer wie Gott ist Licht, das ist klar. Und so da wird nicht nennen kommen, was dies ist. Und sie wollen von Ewigkeit zu Ewigkeit, was sagt das? Regieren. Und das ist noch das interessante Idee, dass diese Welt ran, das wird Gott danach mit seinen Gläubigen tun. Was immer dort alle meint. Aber wir haben alle sein, die Völker bringen ihre Herrlichkeit an. Die Gläubigen, gerade Völker, die bringen durch Herrlichkeit an in diese neue Stadt. Na, das ist ein Lohnkort von der Welt, ein bisschen ausgespreut, aber das ist die Stadt. Na, das, wo Jerusalem ist, wir haben es hier so nah, oder Martha hat es hier so nah, dass Jerusalem kriegt eine Mehr von das aus. Aber die Stadt, das ist Johannes der Beschrift, wir haben es nicht gelesen, aber 1500 Meilen im Feuerkant, hoch und breit und lang und alles, und Feuerkant, das Ding so zu sein. Aber das wird aber loten, im Vergleich von der ganzen Welt, wenn wir das dann abdeuten. Na, weißt du, ich habe hier einen interessanten Glauben, und dort ist, dass diese Stadt, die wird kriegt durchsetzen, wo Eiden wir, dass Gott im Biet lohnt, so zu sein. Na, ich kann so glauben, dass die Gordon Eiden, wenn es den beschrieben hat, dann sagt er, dass Gott plant einen Gordon an, Osten in Eiden. Dann wird die Osten in Eiden, dann wird es von dort, und so das lohnt, was Gott Israel geben wird, was Gott Abraham geben wird. Ich glaube, es ist alles selbst gelohnt. Das ist mein Glauben, die wird auch noch nicht annehmen. Aber das neue Jerusalem wird durchsetzen, wo Gott sein Lohn so zu sein ist. Das ist, was ich glaube. Und das, wo in Jerusalem, von der Gott seine Hauptstadt ist, das neue Jerusalem wird korrekt durch sein. Also, es wird ganz auf ihr sein oder nicht, dort kann ich ihn von euch holen. Aber bloß ein bisschen eine Idee von dort. Dann sagt er zu mir, diese wir sind wahrhaftig und ab zu verluten. Und der heilige Propheten, der Gott und Herr, hat seine Engel geschickt, sind deiner zu wiesen, was nu bald passieren wird. So, das ist im Kommen. Und der Engel sagt Johannes dort, check einmal, ich komme bald. Seilig als der, der sich an die prophetische Wort in das Buch hält. Das ist die Ursache. Das ist die Ursache. Wohin ich ein ganzes Jahr mit Openboarunk zu tun habe. Wenn die erst so klar bin, du hast ein Sehen, wenn wir das Buch studieren, wenn wir dort lesen, wenn wir dort glauben. Und er sagt zu mir, verschlüt die prophetische Wörter in das Buch nicht. Na, wir haben auch so eine Idee gehabt in Daniel, dass er soll das verschlüten bei der letzten Zeit. Aber nu ist es ob, nu sollen die Menschen warten. Dann sagt er, wer eureich ist, dem lot eureich bleiben. Und wer rein ist, dem lot rein bleiben. Aber wer gerecht ist, soll von der wiederhand gerecht bleiben. Und wer heilig ist, soll wiederhand heilig bleiben. Das ist eine interessante Frage, aber was der für mich bloß meint, ist, sera que sera. Wenn das Englisch kommt, dann wird es so sein, als du dann bist. Kannst du Jesus dann wirst du Jesus kennen. Wenn du Jesus nicht kennst, wirst du Jesus nicht kennen. Dann wird es nicht mehr ändern. Du hast es von der Zeit. Ich komme bald und habe meinen Lohn mit und jedem nur zu geben, was seine Worte gewahr sind. So, das ist eine Idee, was wir euch finden, dass wir wollen gerecht werden von unseren Worten. Und die Jes und die Brüder sagen, komm. Und wer das hört, der soll auch sagen, komm. Und wem darf, dem lot kommen. Und wer der will, soll dort Lebenswasser umsonst nehmen. Von der ist der Daglied. Wenn man dort dreimal wird die Strecke getroffen worden, sozusagen, dann wird dort sein, wo dann ist. Dann ist es Talut. Von der ist es umsonst. Und da das gesagt habe, sagt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Jesus kommt.
Na, wie bleiben wir sind dicht bei? Und wenn wir auch nicht immer alles korrekt weiten, wo was sein, einig aus der Bibel wird abschwert klar, und da ist das unsere Lösung ist in Jesus. Und du musst Jesus kennen, Tim von dit Port sein. Der nie Himmel, nie Erde, da will wir sein, Amen. Aber von der will wir Jesus kennen. Und wenn wir nicht Jesus kennen, dann wollen wir mal sagen, sera que sera. Dann wird dort sein, was dann ist. Aber das so an beiden Seiten. Himmlischer Vater, Dankeschön für Openboarung. Und Herr, wir haben ganz kort ein bisschen gecheckt nur das. Wir können noch viel mehr von das sein. Aber wir danken dir für die Erlösung. Wir danken dir für den neuen Himmel und die neue Erde. Und für die Ewigkeit mit dir. Da wird herrlich sein. Dankeschön für uns Raten. Amen.